Kloklustert. 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 Moin Labelü und willkommen zu uns dritte Reich von Kloklustert, ein plattdütschen Podcast über Wetenschap und Selschop. In dieser Reich wird wie sonderlich ein Thema besnacken, Duursamkeit. Wo ans kriegt wie dat hin, Mobilität klimafreundlicher zu machen? Was für Aspekten spielt dabei in Roll? Bernhard Brunklaus, der wir einmal hier, Streme Nummer 8, wo's dort wie bei der Energie obstöns. Ja, zuerst mal, moin Bernhard. Moin. Sag mal, wo ans bist du von doch nur diesen Podcast herkommen? Ja, also von doch bin ich mit dem Toch nach Hamburg führt. Hat auch eins klappt? Ja, der war nicht gut klappt. Na. Ja, da gibt gar keine Probleme. Die beide Tage werden pünktlich. Ich bin mit der Regionalbahn führt. Erst von Ossenbrügge nach Bremen und dann Bremen umsteigen und dann wieder hier zum Hauptbahnhof nach Hamburg. Und von zu Hause zum Bahnhof bin ich mit dem Fietz. Das hätte ich so ein Lütget Klapprad. Da kann ich fein Lütget morgen aus dem Koffer und dann auch einen Toch mit drin nehmen. Und hier in Hamburg bin ich dann eben von Hauptbahnhof mit das Fahrrad hierher pett. Und das klappte wunderbar. Wahnsinn. Du hast nur gesagt, Ossenbrügge, das heißt, du lebst in der Stadt, also nicht ob Land, ne? Und ja. Was für eine Rolle spielt denn Mobilität für die in dien Alldach? Mein Alldach, so als für jeden anderen auch. Normale Mobilität, ich habe zu Hus ein Auto, ich habe zu Hus einige Vorrühr, die ich nutze, weil ich in meine Freizeit viel auf Vorrat unterwegs bin. Und ich nutze viel den ÖPNV, das hat den Bus und vor allen Dingen Töge, Bahn, die brauche ich viel. Ich pendel von zu Hause zur Arbeit nach Ibbenbüren, das ist eine Gemeinde, die ist 24 Kilometer von mir zu Hus weg. Da pendel ich dann, wenn Leibwehr ist, mit dem Tochen. Das hat morgens mit der Lütge Fietz zum Bahnhof. Dann noch eben Büren mit dem Toch, das geht alle halbe Stunde für ihn. Und da braucht man nur noch mal 5 Minuten, dann bin ich alle auf meinem Bürostuhl. Und wenn warm ist oder auch in der Sommerzeit und Herbst und Frühjahr, dann führe ich den gesamten Weg mit Fietz. Das hat die 24 Kilometer, da gibt es herrliche Wege, die führe ich dann komplett mit Fahrrad morgens und abends jeweils eine Stunde. Und wo weit ist der Betten und Bahnhof mit der Fietz? Den Hauptbahnhof, das sind so um die 5 Kilometer und dann gibt es noch einen anderen Lütgeren Bahnhof, der nutze ich auch fahren. Und das sind mal 4,5. Also ich brauche da so um 20 Minuten hin, 5 Minuten für Schiss, ne, das hat 24 Minuten für das Los und dann bin ich gar pünktlich durch. Aber ohne Vorrat, also ich sag mal 4,5 Kilometer los to Fout laufen, das wäre ein bisschen stur, oder? Das ist ein bisschen stur. Was wirst du denn mucken, wenn du kein Vorrat hast? Oder du hast kaputte Knie und kannst nicht so gut Vorrat fahren? Ach so, ja, dann nehme ich den Bus. Ach so, da gibt es eine Möglichkeit, in Ossenbrügge Heavy und ein Bus, ja. Ein Bussystem und ich benutze das nicht so fahren, weil ich doch lieber mit Fahrrad führe. Das ist für mich einfach pläsierlicher, da habe ich mehr Lust drauf und auch viel flexibler. Aber für solche Sorgen kannst du dann auch den Bus nehmen. Anders, wenn du das nun mal auf und tau morgen musst oder ganz, ganz selten und du hast kein Auto in Huse, dann nimmst du mal ein Taxi. Ja. Das gibt auch noch. So wie gut obstellt. Ja. Nur gibt euch ja das graude Wort von der Verkehrswenn. Ich glaube, für den meisten ist die Verkehrswenn wohl ein Begriff, ne? Aber kannst du das vielleicht, Likas, noch mal für uns auf den Prick bringen? Was dreht sich das eigentlich? Was kann in sich einer Verkehrswenn vorstellen? Die Verkehrswende, die meint eigentlich das Umwandeln von konventionellen Verkehrsmitteln und Betriebsmitteln mit fossilen Antrieben und Betriebsmitteln hin zu klimafreundlichen Verkehrsmitteln. Der Ziel ist bei den Verkehrswenden möglichst klimaneutral, ohne CO2-Emissionen, so im zu bauen und auch sparsamer zu machen. Und das ganze System soll so umbaut werden, dass auch die Gesellschaft auf neue und klimafreundliche und auch duursame Verkehrsmittel umstiegen dauert. Das meint die Verkehrswende, nur mal so ein Bäten, höger schnackt, versucht auch platt umzusetzen. Ja. Ich kann eigentlich sagen, das Hälfte von der Verkehrswende oder das Hälfte ist eigentlich die Klimaschule, ne? Ja, Klima- und Ressourcenschutz. Also weniger CO2-Utstoß. Wieso war dort denn just nu so viel über diskutiert? Wieso ist diese Verkehrswende so nötig? Ja, für unseren Verkehr und den Lütsverkehr oder den Güterverkehr braucht wir eben eine Menge Ressourcen, aber auch viel fossilen Brennstoffen. Und das Ganze wagt, wie wir es auch schon gesagt haben, unser Klima ut. Ne? Da wird und dort nicht nur eben
die CO2-Emissionen sind ein großes Problem, sondern für Land und wird für Straßen bruket und auch für Parkplätze oder Gebüden. Und da wird im Land dicht morgt. Ne? Und da verleiht wieder eine Menge Natur. Dann ein anderes Thema ist auch für die Verkehrsmittel, Autos und LKWs braucht wie viele Güter und auch viele Ressourcen. Und das Ganze, auch der Hof zu bauen, Autos zu bauen, Lastwagen zu bauen, da braucht auch viel Energie, Tau. Das darf man auch nicht vergessen. Die graue Energie sich wieder Tau. Na, und für Betrieben, klar, das weiß jeder, braucht wie viel Sprit, Diesel, Benzin und was nicht eins. Und das ist da wird ut fossilen Erdöl markt, da gibt auch E10, da ist ein Bäten Ethanol mit dabei. Ne, hat Bäten Alkohol und vielleicht regenerativen Anbau, aber das ist man Bäten. Das meiste ist fossil und da haben wir dann CO2 statt. Und wir haben immer mehr Verkehr. Darum ist das Thema auch immer wichtiger. Die Verkehr ist, man regt immer von 90 bis nu, ne, voll grötter worden für Lüd, aber auch vor allem für Güter, die von die Bahn oder von die Schiene auf die Straßen kommen sind. Da haben wir dann auch mehr Verkehr. Deswegen ist das auch ein wichtiges Thema. Und dort kommt auch noch, der Verkehr mag nicht nur CO2, sondern die verschmutzt auch lokal die Luft. Nicht nur mit CO2, sondern auch mit Stickoxiden, die auch für die Gesundheit, für die Menschheit gefährlich ist. Feinstoff, aber auch, ne? Und Feinstoff, genau. Und das ist auch nicht so von der Hand zu wiesen. Das sind so die großen Probleme. Just in Städten, da ist die Verkehrssternwiese so leib, und die Straßen sind so voll, dass man da eben diese verschmudden hat. Und darum ist das ein großes Thema. Und dort kommt auch noch, und das spielt auch in den Verkehrswende mit einer großen Rolle, dass immer mehr Autos dort da sind und irgendwo abgestellt werden wird oder auch führt und die mag die Straßen voll, für Parken, aber auch für Betrieben. Na, und wir brauchen einfach immer mehr Platz für Autos, zum Führen und zum Abstellen. Und dort, und die Straßen sind voll, die Städte sind voll und nur gibt es Probleme mit Platz. Und da haben wir nur eine große Konkurrenz. Ne? Was ist nun wichtiger, das Auto oder die Mensch in der Stadt? Darum ist eine Verkehrswende wichtig. Und wahrscheinlich auch, wenn wir wie ein Dreyfus-Effekt sind, nicht? Wie die Warms in der Städte, wenn wir die eher als so sichers dich mugt für Parkplätze und Stroken, dann staut sich natürlich die Hitten noch mehr in der Stadt, dann wird das noch immer warmer, wenn wir einfach weniger Grün habt und immer mehr Beton. Richtig. Asphalt, ne? Das ist auch nochmal ein Problem, das hätten wir jetzt gar nicht abschreiben. Da ist ein gauen Punkt noch mit Trupp dran. Ne? Wie will ja nur immer hängen, das ist just in Osnabrück auch ein großes Thema. Man will die Schwammstadt installieren. Das hätten alles wird dann möglichst Orten zu morgen, dass Regen Trigger holen wird und nicht wegloben kann und dass wir auch nicht diese heiten Oberflächen im Sommer kriegt. Das hält du hast so also ein Rundumslag mogt. Wir habt also bannig viel, was durch Hope hangt. Eigentlich so ein Fat on Boden. Du fangst vorhin an und dann geht das immer wieder wie eins. Ja, zu Hope hang da halt einfach. Ja. Man likas bi Klimaschul, da gibt da hier noch mehr Themen. Was für ein Anteil hätten die Verkehr, bloß die Verkehr, wie den CO2-Utstoß? Stört die Verkehr immer mehr ut oder geidert nicht mit wir allen beten zurück, wie mugt ihr allen ganzen Bach, dingt ein zumindest, wenn ihr so ein Blatt lesen deit? Und die Verkehr hat schon einen großen Anteil immer noch an den CO2-Emissionen in Deutschland. Anfangen mal 90, da wäre noch die Anteil von den gesamten CO2-Emissionen nur für den Verkehr, Güter- und Personenverkehr um das 1%. Man muss aber nur in Achterkopf haben, dass die Emissionen insgesamt voll höher werden als nu. Die Emission von 90 bis nu 2022 ist runtergegangen. Zum Vergleich in Deutschland werden ungefähr 1251 Millionen Tonnen CO2 utstört. In 2022 man nur noch 750 Millionen Tonnen CO2. Das ist ungefähr um 40% insgesamt heute runtergegangen. Aber wie Verkehr ist das anders bleiben, das ist meist gleich bleiben. In 90 würde die Emission im Verkehr um die 164 Millionen Tonnen und in 2022 148 Millionen Tonnen. Also ist das Ganze nur um 10% runtergegangen, mehr nicht. Und wo ans Licht hat. Die Fahrzeuge, die sind für sich effizienter geworden, das hätte die Brücke auf den Kilometer weniger Kraftstoff, aber der Verkehr ist 90 mehr geworden, vor allem den Güterverkehr, habe ich hier just sogar gesagt. Ne? Dann kommt auch noch dazu, dass die Autos und die PKWs immer größer und schwerer geworden sind und dafür braucht sie dann noch mehr Kraftstoff und da gibt dann einfach noch mehr Emissionen.
Und da müssen wir natürlich auch immer noch mitdenken, dass wir das Klima ja nicht allein in Deutschland rettet. Nee. Also auch wenn wir hier vielleicht sogar weniger Autos haben, dann fängt es aber in anderen Ländern an und vorhat mehr Autos. Also wir müssen das ja immer global in Blick haben. Ne? Genau. Eine Toll habe ich jetzt noch ganz vergessen, die ist mir irgendwie runterfallen, nämlich die Anteil von den CO2-Utstoß nur von Dorge in 2022. Die Toll kann ich nennen und die ist nur bei 20%. Das hat nenkt han wie Dateien und nu heb wie 20. Wir haben sogar mehr. Und dann müssen wir noch dazu sagen, das ist schon die CO2-Utstoß für das neue Jahr und das Tokom-Jahr und so wieder. Das ist so ein bisschen als bitte verschulden in der Politik. Ein Ding, wie habt nur die Schulden minder mogt, aber eigentlich ist das bloß das, was noch Borben abkommt. Also das CO2 von letztes Jahr und das Jahr dafür, das ist ja immer noch in der Luft. Ja. Und das wie schnackt da über, wo viel weniger kommt Borben ab. Aber das war ja nicht weniger. Also der Klima war nicht besser, das war immer läger und läger und läger, immer mehr CO2. Bloß, das war langsamer mehr, aber nicht weniger. Also ja, im Verkehr ja, und das ist bedauerlich, dass sich da so wenig dat und das hängt einfach damit fällt hoch an Use down mit Use Mobilität und der Güterverkehr. Und da gibt eine Menge zu down. Was ich aber noch dazu sagen will, wir habt ja auch nicht nur CO2-Utstoß oder Emissionen, sondern auch Stickoxide. Und die Toll, die finde ich doch schon bemerkenswert, die Verkehranteil hat. Der Anteil von dem Verkehr ist in Deutschland 36% von allen Stickoxiden-Emissionen zu hoch. Und ich finde, das ist schon eine gewaltig große Toll. Wo recht gaut runtergegangen ist, oder bannig runtergegangen ist, das ist die Feinstoff. Da haben wir früher in 1995 einen Anteil für den Verkehr von 50% und der ist nur doch um 19 runtergegangen. Also da habt die Grenzwerte diese Emissionen und die Filters in den Autos doch gaut holpen und die Vorgaben. Ja. All diese Tollen, die ich jetzt gesagt habe, die kann man aber auch nachkicken, bietet Umweltbundesamt, ob der Web sieht. Ne, da steht diese ganzen tollen Diagramme, wer sich dafür interessieren leid. Super. Nun schnacken wir hier die ganze Zeit über den Verkehr. Der Verkehr, der ist ja nur nicht ein Ding, der hat ja verschiedene Beriken. Auf was für Beriken beträgt sich denn diese Verkehrsfälle? Da gibt es ja eben die Straße, den Autoverkehr in der Stadt, ob Land, aber auch den ÖPNV, also den ordentlichen Personennahverkehr. Das Vorrat, du hast von den Fietz schnackt, wir haben die E-Mobilität, was gibt das noch für Beriken? Was hört da eins mit drin? Ja, eigentlich die Verkehr, aber denn wie schnackt oder die ÖPNV, da die Verkehrswende, die geht eigentlich in allen Beriken drin. Das haben wir just auch gleich schon beten drüber schnackt. Da ist ja die MIV, die individuelle Verkehr und da muss es eben in diesen Verkehrswenden bessere Autos geben, Elektroautos oder Utbau von Elektromobilität. Der Begriff auch den Güterverkehr, dass die Güterverkehr von den Straßen wieder runter, zum Beispiel ob die Schienen geht oder da wird Elektro-LKWs behaft oder lichtere LKWs. Dass einfach klimafreundliche Brennstoffe genommen werden, zum Beispiel grünen Wasserstoff oder mehr Ökostrom. Und dass die abendliche Personennahverkehr mehr utbaut wird. Dichteres Netz wird behaft, wird ein höheres Angebot morgt, wird einfach einfache, günstigere Tarife obset und so was wie der Deutschland-Ticket, was auch für die Lühe einfach zu bruken ist. Und die Verkehrswende Utbau geht auch wieder auf Fahrradwege. Je mehr Fahrradwege, gaue Fahrradwege und sichere Fahrradwege wie habt, wird auch angenommen und dann nimmt die Lühe das und fährt auch oder pett mehr mit ihre Vorrühr. Und das Umstiegen von den Autoverkehr oder den MIV nimmt man das ja auch zum den ÖPNV oder auch ob das Fahrrad oder sogar ob TV zu gehen, nicht das Umstiegen, das muss einfach lichter morgt werden, das muss wie fördern. Das muss für die Lühe einfach taugänglich werden, aber auch pläsierlich werden. Na, just so als mit dem Utbau, den Schienenverkehr, das wird wie allen, da kommt ja ständig in den Nachrichten, dass einfach die Situation, wie die Deutsche Bahn nicht gaut ist, das Schienensystem ist old, marode, wurde vernachlässigt. Da müssen wir eine Menge abholen, aber das ist auch ein Werk, was wir unbedingt morgen möchten. Das hilft nämlich dort, die Verkehrswende zu freundlicheren Verkehr hinzukriegen, dass man dort ein dichteres Netz wieder abbaut, das haben wir vorher auch dichter und auch ein höheres Angebot hinkriegt. Und was mir auch so beten hat, hartlich, Straßenbahn, die darf man nicht vergessen, in Städten. Vorher gehört in Städten mehr Trams, Straßenbahn, die sind
60er, 70er für Autostraßen zurückgebracht worden, dass man die wieder holt, ne? Oder wieder neu umsetzt, weil diese Straßenbahn, die wird Belühe doch meist besser angenommen als zum Beispiel im Busverkehr. Und was auch noch für die Verkehrswende wichtig ist, das ist das Fördern und Utbauen von Carsharing. Aber nicht nur Autos damit meint, sondern man muss auch verschiedene Fahrzeuge nehmen und die miteinander teilen. Ich meine auch Autos, sondern Vorräder, sondern Lastenröhr oder auch Roller. Ne? Und dort muss man auch dichtere Netz absetzen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt Siedlungen mag, neue Straßen baft oder so, dass man da so eine Art Mobilität-Hubs oder Mobilitätsstation absetzen darf und da gibt dann eine Bushaltestelle oder eine Straßenbahnholstelle. Da kannst du dann ein Fahrrad utleihen oder ein Auto utleihen oder da kannst du einen Anrufbus ropen und so, nicht? Dass man sowas was auch in der Städte anguckt, also in Hamburg zum Beispiel gibt es ja auch, dass das eben die Stadtfuhr oder auch die E-Scooters oder die Carsharing-Stationen, dass die eben an Bahnhof sind, dass du dann dort gut umstiegen kannst. Und dann gibt es in Hamburg zum Beispiel, ich weiß nicht, wo es in Bremen ist oder in Berlin oder so, die Switch-App, dass du in eine App verschiedene Verkehrsmittel auszeugen kannst und auch vergleichen kannst, was kostet das. Nun hast du auch gesagt, Kraftstoff bei den Autos. Das ist natürlich auch ein Thema bei Pflegen und auch bei Kreuzfahrtschiff und so wieder. Da gibt es ja auch Ideen, was Schäb vielleicht auch mit Elektrizität fahren könnt oder was den anderen Kraftstoff haben könnt. Wo wir aber eigentlich so ein Verkehrswende all habt und da wird gar nicht überschnackt, ist wirklich die Schiene. Also die Toch ist doch früher mit Köhlen fort. Und hüt fort die mit elektrischen Strom und da schnackt keinen über. Das ist allang so. Und bei Autos, da meine ich in so als Guide durch die Welt und wenn du mit Strom fahren musst, aber wie ein Toch, du habt wieder einfach so hingenommen. Früher ist die mit Dampf durch die Welt fort und nu habt wieder all den Strom und da geht das eigentlich ganz gut. Und da ist natürlich auch ein Faktor, wie die Straßenbahn, als du sagst jetzt, wie der Tram, die Bus fährt eben manchmal noch mit Benzin oder mit Diesel. In Hamburg habt wir auch Wasserstoffbussen und da kommt wiss auch mehr E-Bussen dazu in männlich ein Stadt. Aber der Tram, der ist eben wirklich all elektrisch. Da habt wir einen Vorsprung. Ja, genau. Und das ist ein Vorsprung, das ist man bedauerlich, dass das ist so in die Autoaffinität 50er, 60er Jahre zurückgebracht worden ist und nun mal wieder ganze wieder zurückrollen und versuchen wieder neu abzusetzen. Und das ist man nicht so einfach. Was dann wir versuchen zu fördern und da kann man aber auch steuern und auch besteuern mit den enkelnden Verkehrsmitteln, zum Beispiel wenn man Maut inführt für das wie die Straßenbrück dauert mit unseren Autos oder Parktickets für das Abstellen von ihren eigenen Fahrzeugen, Autos und für das Parken auf Straßen zum Beispiel, dass man einfach höhere Steuern für die Betriebsmittel, für fossile Betriebsmittel dann absetzen darf. Aber ob die Anna sieht, muss man auch Angebote morgen. Das heißt, du kannst nicht einmal die Lühe wieder mit einem Schruf zwingen, einen Doomtop quetschen und sagen, du darfst das nicht morgen, sondern du musst was Alternatives geben. Und dann kann man sagen, Strom für Elektroautos oder für andere Betriebsmittel wird dann einfach billiger, günstiger. Und du gibst einen extra Tarif für. Aber auch, wie du gesagt hast, mit ein einfaches System, dass du überall in Deutschland ein Auto lohnen kannst, ohne dass du auch irgendwie kicken musst, wie kann ich das bezahlen, mit welchen Tarifen muss ich das morgen, so dass man da was Einheitliches hinkriegt. Ne? Und man muss auch ganz einfache APNV-Tarife absetzen, Tickets, die zugänglich sind, einfach zu buchen sind. Am besten hat man dann das Deutschland-Ticket, das muss man wiederführen, da muss man sogar noch, meine ich, voll Brieder in die Masse, in die Bedilür etablieren und insetzen, weil das ist einfach, das nimmt man einfach, das kostet nicht viel Geld und dann kann man ganz flexibel Tau führen und muss sich da aber keinen Kopf machen. Ja, nun habt ihr über den Taugang zu den APNV schnackt und auch so ein Beten über das Thema Elektrifizierung. Inwieweit ist denn die ordentliche Nahverkehr insgesamt emissionsarmer? Also wo ans war du Emissionen ins Sport? Geht da bloß über die Elektrifizierung oder was später noch mit drin? Worum ist das besser, wenn mehr Lü ob den APNV umstiegt und nicht mit das eigenen Auto fährt? Ja, da habe ich mir erstmal ein bisschen umgekeken und nachgelesen im Internet, auch das Umweltbundesamt auf Internet sieht, da gibt es noch Tollen dazu, was das bedeutet, Emissionen für PKWs, für das eigene Auto oder ob die anderen sieht, für den abendlichen Verkehr. Und da kann man sich die Tollen mal ankicken. Ich lese mal weg für das Auto, da wird dann ob Personenkilometer umgerechnet, 166 Gramm
CO2 pro Kilometer utstört, wenn du das Auto nimmst. Zum Vergleich, ein Elektroauto hat man 79. Und wenn man damit vergleicht, ein Bus, ein Linienbus, ein Nahverkehr, hat man 93 insgesamt. Da sind drin Elektrobusse, aber die meisten sind Dieselbusse, aber pro Elektrobusse gehört auch all. Ne, da hat wieder 93. Das hat fast halb so voll. Und da ist eine große Motivation zu sagen, mit dem abendlichen Nahverkehr sparst du Emissionen. Auch wenn sie fossil betrieben sind, weil der Ort hin und her zu führen ist wesentlich effizienter. Du teilst dir am Bus mit viel Analyse. Ja. Ne? Andere Teil ist auch ganz wichtig mal zu hören, wie Auto hast du pro Auto im Durchschnitt 1,4 Personen im Auto insitzen, die das benutzt. Und beim Bus sind das Semtime bis Nengtime pro Bus. Das ist wenig. Da passt ja mal ein normalen Linienbus, passt mit Staupplätze alt, richtig tob, quetscht, sich drin. Aber die Utlastung ist mal 9% insgesamt, alt hoch. Aber trotzdem ist dann die Emission dann dort noch besser. Und wenn man jetzt noch eine Straßenbahn nimmt, dann ist man noch voll besser dabei. Oder wie die Eisenbahn. Da habt ihr dann eine Emission Personenkilometer nur mal von 31 Gramm pro Kilometer und Person. Das sind mal so die Portalen. Gibt ja auch so Bilder, wo viel Platz zum Beispiel 50 Personen, ob das dort innehmen dort, wenn sie mit Auto, Bus oder mit das Vorrad fährt. Das ist ja wirklich ein bannig großen Unterschied. Passt auch zu das, was du just verklort hast, ne? Wenn 20 Lü in Bus sitzen dort oder 20 Lü fährt mit 20 Autos, da muss man nicht lang über nachdenken, um zu kapieren, dass das mehr Platz brauchen da und die mit all die 20 Autos noch abstellen und parken achteran. Aber ist das bloß so ein kosmetisches Problem, dass wie sech Menschen sind die Straßen so voll und da gibt es wenig Parkplätze oder warum ist das wirklich ein Problem, dass wie so viel Platz braucht dafür? Ja, das Problem ist, Autos braucht einfach mehr Platz, weil ihr es auch schon so gut stellt habt, ne, dass nur 1,3 oder 1,4 Personen pro Auto im Tau fährt im Schnitt damit und ein Auto hat eine Abstellfläche oder hat eine Fläche von 10 bis 12 Quadratmeter. Die braucht das eben zum Tau führen oder zum Parken. Ne? Und ein Auto startet auch viel im Tau. Im Durchschnitt wird nur 1 Stunde pro Tag braucht und die anderen 23 Stunden startet im Tau. Ob Straßen, ob Parkplätze, als wo auch immer. Und in Deutschland sind nu in 2022 49 Millionen Autos tauladen. Zum Vergleich, das haben wir 1990 wären das 34,5 Millionen Autos. Das sind 38% mehr Autos, als wir damals habt. Und einfach nur mal eine ganz einfache Rechnung. Das sind 49 Millionen Autos. Wenn du den mal multiplizieren darfst mit 10 Quadratmeter pro Auto, dann hast du da 4.900.000 Hektar Land nur für die Autos zum Abstellen. Ja. Das ist mal so nicht Platz. Und wenn man sich nur anguckt, ein Auto mit 1,4 Lü drin, braucht für 7,1 Quadratmeter Platz pro Person. Und ein Bus, dort zum Vergleich, hätte man einen Platzbedarf von 2 Quadratmeter, wenn man nur 9 Lü in einem Bus sitzt. Nee, 7 Lü in einem Bus sitzt. Und das ist mal ein großen Unterschied. Und man kann solche Bilder im Internet auch finden. Dort man sich da einfach die Lühe hinstellt, in Autos und den Platz oder im Bus den Platz oder eine Straßenbahn den Platz. Und so ist der Unterschied und die ist gewaltig. Ein Freund von mir hat auch für ein paar Jahre sein Auto abschafft. Jetzt sag ich fuhr bloß noch mit der Bahn, was schaldert. Und der hat sich nu, paar Jahre Lothar, ein neues Auto gekauft. Weil der Bahn einfach so katastrophal wird, der hätte auch wirklich Pech hat. Der käme einfach nie pünktlich. Das wäre immer die absolute Katastrophe. Und darum hätte er nur wieder ein Auto. Das ist ja nur wirklich das Gegenteil von das, was wir eigentlich berecken wird. Und nun hast du auch so ein paar Sorgen als Förstler, nicht so Mobilitätshubs und wir habt Alter überschnackt, wir habt Investitionsstau bei der Bahn, da muss einfach bannig viel Geld drinstecken waren. Was muss noch passieren, damit wir da mehr Lü mit den ordentlichen Verkehrsmöglichkeiten fahren dort? Da gibt ja noch Konzepten, autofreie Binnenstädter, dass du doch gar nicht die Wahl hast und kannst doch gar nicht mehr mit Auto durchfahren, denn kannst dann auch nicht mehr mucken. Park-and-Ride-Stehen, du hast diese Hubs fürs Lohn, ton Umstiegen, Plaketten für emissionsarme Autos, dann kannst du eben auch nicht, zumindest nicht mit jedem Auto fahren. Kennst du noch mehr Möglichkeiten, was können wir noch tun, dass wir die Lü, gerade wenn die Bahn einfach zumindest im Augenblick nicht so perfekt funktionieren deit, motivieren könnt, diesen ordentlichen Nahverkehr zu bruken? Ja, da gibt
noch ein paar Sorgen, die ich total ergänzen kann. Also das Erste, was mir immer total einfällt, ist immer noch wieder die Tarife, die einheitlich und einfach abgebaut werden möchten. Also das 49-Euro-Ticket, das wir nur bundesweit haben, da möchten wir tau sein, das wieder beholt und das dann nicht von der Politik cancelt wird, weil einfach kein Geld da ist. Da mein ich, da muss eben Geld drin, wenn man die Leute zum Imstiegen helfen will. Einfach. In Luxemburg ist das sogar im Süns, nicht? Für ja, kannst mal kicken. Ja. Und ich weiß, in Österreich, da gibt es 364 Euro-Ticket. Ja. Das ist 364 Euro für ein Jahr. Das ist pro Tag 1 Euro und du kannst überall im Tau führen. Na, und so einen Taugang musst du mal hinbringen und dann kommt die Lühe auch. Das tut aber. Die Lühe braucht einen Tiet, das so imstiegt. Da tau man dann aber auch kommen, dass man ein tauverlorten System obbarft hat, dass die Busse ob Tiet kommt, aber auch die Töge ob Tiet kommt. Wenn das so problematisch ist, dann muss man vielleicht dann doch erstmal hängen und so einen Appel bieten und sagen, okay, weniger ist mehr, dann mock ich erstmal die Verbindung beten weniger, nehmen das Angebot zurück, aber dafür sind die Töge und Busse aber auch ob Tiet da. Und du musst, und du stehst nicht im Tau, willst die Truppe verlauten, da kommt kein Bus oder kein Töch. Und dann ist die Frust groß und dann kann ich auch gaut verstauen wie den Frühen, dass man sich dann doch wieder in Auto köpft. Und mein Fru, die vertellt mir das auch, die hat 2 Arbeitskollegen, die wohnen nicht weit weg von Assenbrügge, die können gaut mit Zug führen, das ist für den eigentlich sogar am Bätern weg, aber die gäft nur auch Tau, weil einfach die Töge morgens und abends zu voll sind oder einfach nicht kommt. Na, oder die so Leute sind und sich dann immer wieder in der Ut für ihren Arbeitsgeber staut und sagt, ja Mensch, da hat mir leid, ich bin zu Leute, weil die Zucht zu Leute ist. Und anderes Beispiel, mein Kollege vom Söhn, die Mod von ein Ort in Ossenbrügge, sein Söhn mod dann zu Schaule führen und hey, er hat ein großes Problem, dass er mit Auto und Tuchtuch führen muss und ein ist immer zu Leute und dann verpasst er den nächsten und dann kommt er eine 3-4 Stunden zu Leute zu Schaule. Also er hat auch ein Problem. Ist nicht zum Tauverlauten, da möcht wie unbedingt was down. Und ich finde, da muss auch die Förderung hin und da muss auch mehr Geld insetzt werden, damit wir die Systeme, die wir habt, zumindest erstmal wieder betrieben können und die Akzeptanz da bleibt. Dann, was gibt noch? Man muss den ÖPNV einfach Vorrang im Verkehr geben, damit die flott wird. Das hat in Städten muss es Umwelt- und Busspuren geben, damit die Bus dann auch an den Stornenverkehr vorbei kann. Und dann können sie gut überlegen, ob sie mit Auto fährt oder doch nicht lieber mit dem Bus, weil die fährt immer schön blannig vorbei. Und dann sind die damit flotter. Und die ÖPNV, die muss auch einfach flotter werden als der individuelle Verkehr, der Autoverkehr. Dann als nächsten Punkt, und das geht auch nur in Dänen, zumindest mit einem neuen Verkehrsgesetz, in Städten oder auch in geschlossenen Ortschaften muss ein Tempolimit her. Und das muss über 30 km/h werden, damit der Verkehr insgesamt sinniger wird und auch gerechter wird für alle, auch für die schwachen Teilnehmer, also die Lühe, die mit Vorrad führt oder auch die Auto geht. Und nur auf die großen Hauptstraßen man tau. Da schön man was flotter führen können auf 50 km/h. Aber ich meine, so als das Pariser Modell mit 30 km/h, so was hier inzuführen, flächendeckend, ist eine gaue Sorge. Auch wenn das am Anfang vielleicht für die Autofahrer nicht so einfach ist, bitte auf die Bremse zu steuern, ich glüft die 1-2 Minuten, die man dann länger braucht für sie weg, die kann man dann irgendwann auch lernen zu holen. Dann Park-and-Ride-Service hast du jetzt auch überschnackt, um sowas zu morgen, ist eine gaue Idee, aber das schön man erst dann umsetzen, wenn man dann auch einen gauen und günstig und flottet und tauverlortenet ÖPNV have, was die Lüge dann auch annimmt. Gaues Beispiel, bei uns in der Stadt in Ossenbrügge, da hat man nur einen großen Park-and-Ride-Parkplatz umsetzt, da hat man noch für die Vorrühr eine Abstellmöglichkeit, sogar Abschlorten-Möglichkeit barf, dass man da sein Fahrrad hinstellen kann, sicher aufschlucken kann und dann den Bus nehmen kann. Aber der Busverkehr in Ossenbrügge ist nicht so gaut, die ist nicht so pünktlich, also nicht so tauverlorten und die ist auch was dür. So ein Enkelticket kostet dann nur man schon über 2,50 € oder 3 € und wenn man das dann noch bezahlen muss, neben das Parkticket, dann überlegt sich das auch Pferdedür. Also da muss man erst ein vernünftig öffentliches Gaut ÖPNV haben oder APNV haben, bevor man ein Park-and-Ride anbären schul. Wie wenn ja nur all Beat Park and Ride und du hast einfach erzählt, du gibt da sogar Möglichkeiten, wo du den eigenen Vorrat nur wegsluten kannst. Kommt wie doch einfach nur das Vorrat. Das Vorrat hätte schon bannig große Bedüten in der Diskussion, ob's dünns, nicht? Also der ein sagt, das ist die Lösen Aalschütze Vorrat voran und dann ist eins wieder und der anderen sagt, das Vorrat ist das große Problem, das teilt in weg, die sind zu langsam, der holt sich nicht an die Regeln. Wie kennt das Aal? Den strieze sich. Du da so viel bei den ADFC Ossenbrügge. Vertell uns doch mal, was ist der ADFC Ossenbrügge, was muckt die da?
Ja, die ADFC, die Abkürzung, die steht für Allgemein Deutscher Fahrradclub. Also so als ADAC, bloß mit F. Ne? Genau, was die ADFC-Menschen dann nicht immer so geil hören daten, weil Fälle habt dann sofort den ersten Versprecher, die sagt den ADAC, aber die ADFC, die hat sich, ich weiß gar nicht wann, aber für ganz viele Jahre mal in Bremen gegründet und ist nun mittlerweile ein bundesweiten Lobbyverein. Der Gauer Verein ist auch ein großer Verein, ist in Berlin, um dort dann auch Verkehrspolitik zu machen. Ja, und da versucht die Verein dann auch in die Politik ihre Sorgen reinzukriegen, was nur auch funktioniert hat, nämlich mit das neue Straßenverkehrsgesetz für die Planung von Straßen und Infrastruktur. Und also die ADFC auch Radweg und Radspuren oder was geil. Was sind so die Hilfthemen oder die Hilfmalen, Bio? Ja, also bei uns jetzt in Ossenbrügge, da geht man jetzt ein bisschen in Lütgeren, ne? Da sind die großen Themen nur aktuell Fahrradverkehrskonzepte. Und zwar im Landkreis Ossenbrügge, in den ekelnden Gemeinden, die habt so noch Probleme, bessere Fahrradinfrastruktur, Fahrradwege abzusetzen. Und da hat sich nur unser Verein in den Landkreis insetzt, dass es über den gesamten Landkreis auch in den einzelnen Gemeinden zu hoch ein großes Fahrradverkehrskonzept umgesetzt wird. Ne, und dass man versucht dann auch zu arbeiten. Landkreis ist tauständig für alle Landkreisstraßen, Gemeinden sind tauständig für ihre Gemeindenstraßen und dazwischen geht nichts und die eine barft man bis dahin und die andere morgt ab da wieder und dann sieht das wieder anders aus, dass man dort zu hoch barft. Und dafür versucht wie Brücken zu morgen, aber auch diese Fahrradverkehrskonzepte mit den Gemeinden zu hoch abzusetzen und da Verbesserungen zu morgen. Der Tät wie kiekt ut, was sind Gaue Routen, was sind Alldachsrouten, was sind Freizeitrouten, ne, was sind gaue Radstraßen. Dann setzt wir es in, wo braucht man Aufstellmöglichkeiten, wo braucht man Kombination mit einem APNV, diese Mobilität, Hubs oder Stadtstationen, über die wir schon schnackt habt. Ne, und all die da mitwagen, das sind Ehrenamtliche, die dann ob die Kommunen sogar taugort und dann mit die Kommunen versorgt zu arbeiten. Das ist nicht immer einfach, aber das klappt nur immer besser, weil in die Gemeinden, aber auch in der Landkreis nur doch das Fahrrad als vernünftiges Verkehrsmittel immer mehr akzeptiert wird. Was mag wie noch? Wie mag Fahrradutflüge? Das hört sich erstmal so ein Bäten trivial touristisch an, aber das ist auch wichtige Fahrradlobbyarbeit, um so die Lühe dann auch wieder auf die Vorder zu kriegen, damit ihr auch mal seid, wie leicht das ist, von A nach B zu kommen mit Fahrrad und wie moje die Gegend ist und was für Wege das gibt. Dass es nicht nur die Wege an der Hauptstraßen gibt, sondern dass es auch sichere und flotte Wege durch Ossenbrügge gibt, auch für den Alldach, die Absicht von den Autostraßen sind. Ne, und die man dann auch jeden Tag für einen taglichen Brug dann nehmen kann. Das hat, wie Bert dann auch so Touren abends, 4-Touren an, Absicht von den Straßen. Dann sind wir uns in versickere Wege für Schaulen und auch Kindergården. Wir haben schon Aktionen gemacht mit Scheuler und Politiker, das hat wie Scheuler Politiker Tandem nannt. Da habt wir uns dann eine Schaule söcht und Scheuler, die bereit wären, mit Politikers morgens zu hoch ihren Weg zu Schaule hin zu führen, mit Fahrrad. Ja, und das habt wir es einmal durchführt, dann auch die Presse dabei und anschließend eine Diskussion gemacht. Und das wäre recht interessant, da kommen ganz viele Sorgen beruht, auch Lütge Sorgen zur Verbesserung, aber auch Lütge Augen oben morgens für die Politikers, wie gefährlich oder wie pläsierlich man es die Weg ist für die Lütgesten und auch die schwächsten Teilnehmer bei uns im Verkehr. Das habt wie morgt. Dann arbeitet wie hoch mit anderen Vereinen, als zum Beispiel Fuß e.V. oder auch ein Verein, der sich bei uns in Ossenbrügge damit mit die Straßenbahn auseinandersetzt. Wir habt regelmäßig Uttusch mit der Stadtverwaltung Ossenbrügge, viermal im Jahr meist. Da geht es dann um Themen, Utbau von Fahrradwegen, Verbesserung von ekelnden Sorgen, Kreuzungen, Ampelkreuzungen, solche Geschichten, wie man was besser machen kann, Know-how-Tausch, sag ich mal der Tau. Dann nicht so pläsierlich Thema, wie stellt Ghostbikes ab und heute auch Schier. Ghostbikes sind Mahnmale für jede Unfallstelle, wo ein Fahrradfahrer totgekommen ist. Und das ist ein Wittfahrrad, der wird an den Straßensied abgestellt, ne, als Mahnmal. Und da haben wir in Ossenbrügge leider einige von Storn. Und darum kümmert wir uns auch. Und dort haben wir auch wieder noch Fahrraddemonstrationen, noch den Ride of Silence. Da geht es darum, diese Ghostbikes mal aufzuführen, einmal im Jahr. Dann nimmt man Ride of Silence als Gedenken. Aber wie mag du politische Fahrradaktionen mit Politikers und mit der Verwaltung? Ne? Genau, und hast du ja auch eben als echt was mit den Schulen zusammen und so. Also ganzen Bach auf jeden Fall.
Ich mein, mit die frage ich doch wahrscheinlich nur den richtigen oder den verkehrten, also das nur will. Du setzt die ja für das Vorrat in. Sag doch, Likas, nochmal, worum, in was für Aspekten ist das Vorrat von Förde gegenüber ein Auto? Wenn du nur einen übertügen wollt, Leute in Autos stohen, das Vorrat ist doch viel besser. Was sind da die Argumenten? Ja, das größte Argument ist erstmal, für mich ist er pläsierlich und er könnte für andere auch pläsierlich werden. Dann ja, der zweite ist. Sagt der ein oder andere vielleicht, nee, ich mach kein frische Luft hemmen und mein Knie dort weh, ich vorlebe Auto. Ja, dann kann ich nichts andauern, dann ist ja schon sie eine Meinung fast. Dann kannst du lange schnacken, wenn sie Knall dann kehlen da. Nee, aber Fälle sticht dann doch immer, wenn ihr mag, dann ist doch pläsierlicher, weil du kommst ja einem Flotter vorbei, du kommst flotter von A nach B. Just morgens und abends, wenn der Berufsverkehr unterwegs ist, dann stört viele Autos in den Straßen oder könnte man nur langsam und sinnig kräupen. Da bist du mit Vielsmann an vorbei. Na, du bist einfach flotter. Dann, du bist gut gelegen. Das heißt, du hast dann morgen schon die Minisporteinheit dann schon da. Na, und dann bist du einfach schon mal im Bett gut gelegen und abends kommst du dann auch nicht mit den Aggressionen nach Hause hin und kannst den Dampf schon mal auf Viez afladen. Und deine Familie ist dann, hat dann schon wenigstens einen ordentlichen Partner. Du hast schon nur gesagt, du bist flexibler und so, aber du hast das nicht auch erstmal viel länger Bettmol da ist, hängt ja auch von den Weg ab, von der Route. Aber das Vorrat ist ja erstmal in der Theorie nicht so gau als das Auto. Nö, das würde ich nicht sagen. Ich würde mal sagen, mit einem Fahrrad bin ich bei 5 Kilometer just so flott als ein Auto, wenn einer mit Auto fährt. Gaut, wenn er jetzt nachts fährt und die Straßen sind allfrei und der hat grüne Welle, dann helfen für das. Da hast du recht. Und dann findest du sofort einen Parkplatz. Aber das ist ja nicht die Regel. Die Regel ist ja, du fährst ja tagsüber irgendwo hin, mähst in eine Stadt drin und dann hast du ein Auto, dann musst du erstmal instiegen, musst losfahren, startst für die Ampeln, dann kommst du an, musst einen Parkplatz säugen, musst dann da hingehen, wo du hin musst. Da bucht eins Tiet und mit einem Viez bist du da einfach oder mit Fahrrad bist du dann doch einfach flotter, dröcker und auch direkter und kannst du dort abstellen. Also da denke ich mal, ist der Unterschied marginal. Wahrscheinlich aber auch ein Stadtthema, oder? Also wenn mir first ja, ich wohne auf Land und hef nur Landstraße, da sind nicht so viele Ampeln und der Verkehr, der flütt auch wieder und das ist auch wieder. Dann bin ich wahrscheinlich zumindest in diesem Fall mit Auto wieder obzählt, aber in der Stadt, wo der Verkehr eben so torch sich hentrecken deit, bin ich wahrscheinlich mit Vorrat dann wirklich just so gau oder eben gauer. Als mit Auto. Ne? In der Stadt bist du da gauer, mit Obland, magst du einen Punkt, da ist das Auto sicherlich flotter. Ne? Und da ist dann einfach ein Fahrrad anderen Sorgen, hilft deine Vorteil, dass du keinen Parkplatz brauchst, du brauchst nicht irgendwie das Auto noch oder ein zweites Auto kaufen oder sowas nicht und dann kannst du das Fahrrad nehmen. Für Route-Set, du kannst sowas auch kombinieren mit dem ÖPNV. Ja. Und dann denke ich, hat das Fahrrad nämlich eine große Rolle. Du hast aber gesagt, auch die Ghost-Bikes, die ich obstellt, ist das nicht auch nicht gefährlich in der Stadt, Forken mit Vorrat? Ja, da gibt leider viele Sterne und auch viele Wege, die sind noch nicht so gut gebaut worden und da ist noch eine Menge zu dauern. Just in Deutschland habt wir da endlich was nachzuholen, damit wir eine Infrastruktur, damit wir Straßen kriegt für Fahrradfahrer, die sicher sind. Na, man sieht ja noch viele Leute gestrieben, ob Straßen abmalt, wo man sagt, das ist ein Fahrradweg, aber ich nenne ihn Todesstreifen, da ist das Überholen von Autos, die Regel von 1,5 Meter gar nicht möglich. Na, und da fühlt sich auch viele Leute dann bedrängt und das ist auch mit ein Grund, warum dann auch viele einfach nicht Fahrrad fahren will. Na, und das ist bedauerlich. Und da müssen wir noch eine Menge nachholen und die Infrastruktur besser machen. Und da gibt ja diese Möglichkeiten einfache, dass man erstmal die Geschwindigkeiten runterholt, wenn man Mischverkehr hat. Oder dass man dann doch hier und da erst noch provisorisch Fahrradwege kombiniert mit Fahrtwege macht. Ist auch ein Problem, aber vielleicht an den Mangelstern besser. Nicht das Leibeproblem, aber insgesamt mit wieder einfach besser werden. Wenn man mal in den Niederlande rüberkickt, dann ist das ja schon das gelobte Land für Fahrradfahrer, ne? Und wenn man das mit just hier vergleicht. Also mir durch auch in Hamburg zum Beispiel sind die Vorratssporen ob die Stroten, die sind mir nicht nur so viel geliehnt. Also ich habe einen Führerschein und Likas, ich komme da an mit meinem Vorrat und will links abbögen und ich weiß nicht, wo soll ich mir inordnen, wo geht das Spor hin. Ich finde das nicht. Und dann denke ich habe noch, wenn ich noch nicht mal einen Führerschein habe, dann bist du da mehr ob das droht, 4 Sporen, 5 Spuren und du weißt nicht, wo du hinschaust, links und rechts kommt Autos. Also ich frage mich dann manchmal, was das überhaupt möglich ist, ob dieser Ort in einer Stadt als Hamburg auch einen Führerschein Vorrat zu fahren in der Stadt. Wenn du wirklich eigentlich genauso viel weten musst als ein Autofahrer, du hast irgend Ampeln und Sporen, das ist so viel geliehen, statt ich selbst mit Führerschein gar nicht weet, wo ich kennen muss. Also, da muss auch bannig was
vereinfacht waren durch mich, dass du das verantworten kannst, dass Lü on Führerschein an dessen Verkehr teilnehmen könnt. Denn so durch mich das wirklich vorkentour gefährlich. Ja, das hätte man braucht einfach eine Infrastruktur, Wege, die sicher ist und die auch Fehler verzeihen könnt. Ja. Na, und das nur, ob sowas zurechtkommt. Und nur die keinen Führerschein habt, das sind ja meist die Schwächsten. Das sind Scheuler, das sind die Kinders, die wir habt. Und wo wir sagen, die möcht aber selbstständig werden, die schuld nicht mit Elterntaxi kutschiert werden nach Schaule oder zum Sport gebracht werden, die schuld möglichst eigenständig unterwegs werden, aber für sie gebraucht wieder nutzige Infrastrukturen. Und dafür möcht wir dann eben den Platz von dem normalen Autoverkehr wegnehmen und dort hingeben. Und das ist die große Streit, den wir habt. Und dort fällt auch meines Erachtens auch Forken die politische Wille und auch die Verwaltungswille so was mal durchzusetzen. Du hast nur ein paar Punkten all bröcht. Du hast auch vorhin einmal von Lastenvorrüt schnackt. Also wenn du mal was vorhast, du trägen hast in der Stadt, kannst du dir auch so was meiden, wenn du nicht selbst ein hast, wie du das vielleicht Forken zu tun hast. Das sind ja nur all Punkten, wo das vielleicht Figelinsch wen kun. In wat für ein Mord kann oder schuld ist das Verkehr denn wirklich, ob das Vorrat verschorben waren? Also du denkst ja, wenn ich mal das Gefühl, die denkt, das ist die Lösung für eins. Was glaubst du, wo fehl von den Autoverkehr kunst du, ob das Vorrat oder an das Vorrat abgeben? Oh, so getollen habe ich jetzt nicht parat. Aber ich kann sagen, dass wir zum Beispiel in Ossenbrügge so einen Anteil Fahrradverkehr in der Stadt von die 20% habt. Ne, von allens was göf. Und man will obdatig tau. Na, und wie Gott nu ein bisschen höher, weil die Infrastruktur wird nu sinnig hier und dort weil utbaft und wird besser, man mag Fahrradstraßen, man kriegt dann ein bisschen was sicheres hin, ne, und die Akzeptanz wird besser. Wenn man bei 30% sind, ich glaube, in den Niederlanden habt so auch nicht viel mehr, da sind wir schon ziemlich gaut. In Dänemark, in die Hauptstadt Kopenhagen, das ist ja auch so ein gelobtes Land für Fahrradfahrer, da sind sie um die 40%, oder das ist vielleicht sogar noch ein bisschen höher, oder muss ich nur leiden, ne, das ist wohl möglich. Aber das ist auch nicht für eins was. Wir brauchen einfach die Kombination von allem. Ne? Mit das Fahrrad für die letzte Meile, sag ich mal, oder für die letzten 3-4 Kilometer. Mit dem APNV, ne? Und vielleicht dann auch einfach mit dem Auto, wo man erstmal mit der Stadt hinfahren muss, um dann umsteigen zu können. Ne? Und das eine Mobilitätsstation hat, um umzusteigen. Das hat da hat das Fahrrad immer einen großen Anteil an der gesamten Waage, aber das ist nicht das alleinige. Ne? Muss man beholen. Und wie hoch das sich im Pendeln wird, das kann ich nicht sagen, aber wenn wir so in Richtung 30% gehen, dann hätten wir schon eine gewaltige Menge Lü auf Fahrrad. Meine Erfahrung ist, ich bin vorhin in den Niederlanden, mag da Urlaub, in Utrecht zum Beispiel, das ist eine große Stadt, da ist viel los mit Fahrradfahren. Und wenn man da mal als Fahrradfahrer unterwegs ist, da ist das schon andersrum. Da ist das so voll auf die Fahrradwege, dass du als Deutscher überfordert bist und die dann auch vollst dann erlitten. Da laut ich erstmal eins an mir vorbeifahren und ich pett mal fein achteran, da bin ich sicherer. Ne? Also der Autoverkehr in Italien ist der Vorradverkehr in den Niederlanden. Ja, genau, so bildlich gesprochen kann man das wohl sagen, ja. Gut, Ludwig, das Vorrat nur eben achter uns. Wir habt ja auch kein Beten über Stadt und Land schnackt. Auch wieder Thema Vorrat. Also Vorrat vielleicht weder in der Stadt und ob Land ist das denn Beten was sturer. Man liegt, ist der Unterschied zwischen Stadt und Land ja auch ein großes Thema wie die Verkehrswende insgesamt. Das ist schon schön und gut, dass ein mehr mit das Vorrat oder den ordentlichen Nahverkehr fahren schall. Man, das ist kein Alternativ für den ersten, der eben ob dort blieb. Ne? Da fährt der Bus dann zweimal an Dach und mit das Vorrat kommt ihr auch nicht nur ebenso in die nächste Stadt. Da warten auch Forken über mobile Gerechtigkeit. Snackt. Wo muss ein Konzept für das ländliche Leben gut sein, wenn die Verkehrswende auch hier durchtrecken will? Da kommt wie vielleicht nicht so wie mit Hubs und Lastenvorrüd und wo kriegt wie das Land da mit drin in diesem Prozess? Ja, da will ich gar nicht mal sagen. Just in Ossenbrügge geführt nur ein, ja, ich nenne das mal Aktion von einem Landkreis. Den nennt das Moin. Und in das Moin, das ist eine Abkürzung für Mobilität in Ossenbrügge, integriert und nachhaltig, Moin Plus. Und da hat man nur Studien durchgeführt mit Büros, die Interviews führt haben, die in die Kommunen gegangen sind und sich mit die Lühe unterholt haben, welche Mobilität wir dann haben, damit die dann von Auto wegkommt und das Auto nicht braucht. So, und die ganzen Informationen hat man zurückgesucht und sich dann nur erstmal ein paar Sorten Routgräben und man hat dann jetzt Schnellbus- und Ringbuslinien durch den gesamten Landkreis entführt, die dann mehrere Gemeinden miteinander verbindet. Die Busse wird, was ich so vom Buchen mitkriegen habe, gaut annormen, weil die nämlich flott sind. Und auch wohl recht pünktlich auch, ob Tiet. Ne, und
da fährt die Lühe dann wohl mit, wenn sie von A nach B flott kommen mit oder von einer Gemeinde in die nächsten. Dann hat man Andro-Busse inführt. Den nennt man da Lütti. Das sind das so, Neudeutsch sagt, On-Demand-Busverkehr zum Anropen. Und das scheint wohl richtig gut zu klappen. In 3 Gemeinden hat man das nur inführt und da beschwert sich all die Taxiunternehmen, dass denen die Pforten weggeht, weil die Flühe jetzt den Lütti nimmt. Ne, und anrobt, und das sind doch auch meist ältere Lühe, die dann nur was mobiler sind und von zu Hause zum Inkopen irgendwo hinführt mit den Lütti oder in anderen Gemeinden oder zum Besäug. Die hat auch offiziell Lütti. Die hat offiziell Lütti. Ach, kick mal. Ist das ein neiplattisches Wort? Vielleicht können wir das auch in ganze Bundesrepublik brugen. Wie das eben wird, dass wir sich auch in Bayern hate das von nu auf an, gib eben Taxi und Lütti. Genau, richtig. Dann dort man einfach den Lütti an. Ja, und dann hat man noch diese Mobilitätsstation, ob in mehrere Gemeinden, von denen ich just auch schon vertellt habe. Das hat man willig in Dörp, gibt dann eine Mobilitätsstation, da sind dann Leihautos, Carsharing-Autos, da gibt Fahrräder und da gibt Abstellmöglichkeiten für das Eigenfahrrad, aber du kannst dir auch ein Fahrrad utleihen für die letzten Kilometer oder letzte Meile, die du dann in die Ortschaften brauchst. Ne? Und das ist jetzt alles noch ein Modell, das ist so von Bund fördert, mit Masse Geld, um das Ganze abzusetzen und das ich meine noch 2 Jahre und ich hoffe, man nicht, dass das auch irgendwie dann wieder geht, weil mir durch doch, dass mit so einem System Lühe zum Umstiegen bereit sind und das auch annimmt. Aber das hilft auch für Lühe, die sonst nicht so mobil wären, ne? Auch gaut wieder, dass sie doch besser von A nach B kommt. Was wirst du denn sagen, wo Kane ist du in die Gröder verantworten, die Politik, dass sie das ländliche Leben mit berücksichtigt, auch mit so einer Aktion, mit den Lütti und so wieder, mit Modellen, die erstmal auch gut probiert ward und dass sie kicken können, wo ans der angenommen ward, oder liegt die Verantwortung eher bei den enkelten Lü, die ob dort lebt und selbst auch aktiv waren und sich umstellen mögt? Wo ist da die Verantwortung obdehlt? Ja, die Verantwortung ist glücklich bei allen. Allen Lü zu hoch. Das ist eins bei die Politik, die Verwaltung sagen muss, was die zu dauern hat, dass sowas morgt wird. Und auch wenn erstmal noch ein Modellding ist, dass sowas umsetzt wird. Und dann haben wir die Politik als erstes, als zweites dann eben die Verwaltung und dann am Ende dann kommen wir alle zu hoch, die Lü, die sowas dann annimmt. Und da muss man so eine Sorge dann auch eine Chance geben und nicht einfach nur stur werden und sagen, ich kenne mein Auto und ich will nichts anderes. Sondern muss man sich um neue Sorgen inlorten und das auch mal probieren. Und da güffet zum Glück auch Menschen, die sowas dann auch annimmt und die auch drüber schnackt und worüber die Zeitung bei uns dann auch geschrieben hat. Ne? Da war just noch ein Bericht in der Zeitung, ein Kommunalpolitiker, sogar ein CDU-Mann, die hat sein Auto nur weggeworfen und die macht jetzt eins mit den APNV und die wohnt auch mal in Lütgedörp und ich war doch pläsierlich überrascht, dass er von uns zum Flughafen Münster-Osnabrück doch tatsächlich mit dem Bus gut hin und zurückgekommen. Ne? Und da habe ich vorher gar nicht im Stadt. Ne? Und nur haben wir das gut kriegen und brugt das auch. Und heißt, gaut zu früher sagt, unterstrich düt das wohl was länger, aber für mich, Service ist das doch ein Gewinn, weil ich unterwegs dann noch viel andere Sorgen morgen kann, die ich mit Autofahren eben nicht morgen kann. Und den Vorteil habe ich für sich erkannt. Ne? Und das sind feine Sorgen, feine Beispiele, wie sowas umgesetzt werden kann und wie sowas loben kann. Aber die Verantwortung habt wir uns allen. Aber die Initiative muss von der Politik kommen. Wir habt nur über Auto schnackt, über APNV, über Vorrat. Lot uns, eher wie zum Schluss kommt, nochmal das Thema E-Mobilität obgrieben. Das ist ja auch ein Grobpolitikum, was als die große Tokoms und die Lösen sehen, die anderen meint, da gibt es auch noch andere so untermüt wie hinkicken. Und da gibt ja Likas noch ein Reich-Problem. Du hast auch Alter überschnackt, wir habt noch nicht Lawsühlen in Deutschland, also du musst kicken, wo nehmen kannst du ein Auto abstellen und obladen. Und den gibt das die Frage, ist denn das Herstellen und das Verklappen von den Batterien wirklich CO2-armer? Also wenn du den ganzen Lebensweg von so einer Batterie und so einem Auto ankicken, da ist, wo viel Bäder oder Läger ist das? Ist da was an diese Punkten oder ist das was verschoben war von der Lobby gegen die E-Mobilität? Wo so das du hast ja nur auch mit Energie zu tun. Wie den CO2-Utstoß geidert ja auch den Anteil von fossile Energie, wie den Strommix, die denn in die E-Autos ringeht. Also wo doll sind diese Probleme wie die E-Mobilität? Wo viel Politik ist da in dieser Diskussion?
Ja, bei der E-Mobilität, da bin ich jetzt nicht so die Fachmann, was da jetzt auch am Teilen angeht. Und da muss ich auch taugeben, da bin ich jetzt nicht so gut dafür vorbereiten dorn. Aber was ich so ein allgemeiner Tau sagen kann, ist, dass die E-Mobilität erstmal verbruchen an sich. Du hast ein E-Auto und vergleicht du ein Fossil, also ein Brennstoffverbrennerauto. Sporst du CO2 in, habe ich just auch schon die Tollen mal vorlässt. Ne, einfach dadurch, dass wir auch schon im gesamten Stromsystem einen hohen Anteil, über 50% von regenerativen Energien habt, die dann ja auch in die Batterien reinkommt. Und für die Lü, die dann auch ein Elektroauto habt und du hast meinetwegen dann auch noch eine Solaranlage, ne, könnt dann auch noch das Auto als Batterie benutzen und dann ihren günstigen Solarstrom von Daktor indown und damit ein Auto führen. Und das ist dann nochmal wesentlich billiger und günstiger zum Führen, aber spart auch eine Menge CO2 in. Die Produktion von diesen Autos verbraucht CO2, das aber ein normales Auto auch. In ein Elektroauto braucht man wesentlich weniger Teile als in einem Verbrennerauto. Das hat die Produktion von Verbrennerautos ist aufwendiger, verbraucht dann auch eine Menge CO2. Wovon das eine und das andere, just mit Batterien und Nanagat, weiß ich jetzt nicht, aber unterm Strich mit der graue CO2 Utstatt für die Produktion und für die ganzen Ressourcen startet Elektroauto gegenüber das normale fossile Auto besser durch, hat aber auch, du musst dann aber auch Ökostrom oder Grünstrom rindauen. Dann ist das ein richtig Gaudwag. Und da sind wir jetzt, für mein Verständnis, erstmal ein Utbau, in Anfang, dass das System bei uns in der Gesellschaft einführt wird. Und die Technik, die geht wieder, die wird besser und die Batterien, die werden auch irgendwann umweltschonender produziert werden können und Materialien beacht werden, die auch besser sind als das, was wir nur habt. Aber das sind auch Übergänge für mich, wo wir auf jeden Fall Punkte gemacht wird, dass das ein besseres Werk wird gegenüber die Fossilen. Und wenn man die Politik, wie sie bislang vorhaft, und ich hoffe, da bleibt auch dabei, dass wir mehr und mehr regenerative Energien in unser Stromnetz reinkriegt, mit Wind, mit Photovoltaik, mit Biomasse, dass wir dann einfach diesen Strom dann auch in diese Batterieautos speichern können, in Titen, wo das Auto im Tau steht und nicht braucht wird. Habt wir gelernt, wird ja nur eine Stunde am Tag braucht. Ne? Und dann kann es auch lohnen und dann kann es auch eben für die Elektromobilität und die Elektroversorgung und die Stromversorgung mit helfen, so was besser und gleichmäßiger zu machen. Also eigentlich will das Ganze als so ein Puzzle sein, ne? Also ja. Das ist eben nicht das E-Auto allein oder das Vorrad allein oder die Photovoltaikanlagen allein. Wie braucht eben all diese enkelten Boostein, den Tosom das Ganze durchbringen können, ne? Jo, genau. Wirst du denn sagen, wie wird nun nicht so politisch waren, ne? Aber wirst du sagen, die Politik hätte mir wir das Problem wirklich gut kennen, wart du wirklich ernsthaftig noch Ressourcen rinstecken oder wirst du die da auch, du hast über die Modellen schnackt in Osnabrück schon, bis wir das eine ist auf Bundesebene, das andere ist Kommune und Land, wirst du die da noch mehr wünschen, hast du das Gefühl, das ist auf dem guten Weg? Ich bin momentan bang, ne? Weil die aktuelle politische Situation ist bei uns hängt ein Bäten in der Luft. Bin mal gespannt, was so in den nächsten Monaten passieren wird. Ja, wir haben Wahlen wahrscheinlich in Februar. Ne? Und da bin ich ein Bäten bang, dass dann doch vielleicht eher die konservativen Kräfte das Regieren kriegt und dann gar die Schrufen bäten trügge, weil die bange sind, dass viele Lühe zu überlastet wird. Hat er wieder 46 Euro-Ticket, das können wir wahrscheinlich nicht mehr. Genau. Ja, und sein. Richtig. Man sieht dann eigentlich immer erst die Flottenerfolge, das hätte wie möcht dann unsere Industrie retten, die Autoindustrie retten, so was sie ist, anstatt dort einen intelligenten und vernünftigen Umbau hinzukriegen, der eigentlich anstatt ist. Und dort möcht wir so blieben und die meines Erachtens auch forciert werden. Wie braucht da einen kompletten Umbau zu regenerativ Dursamkeit und was die Industrie angeht und was auch die Verkehr angeht und da möcht wir wieder hin. Und das muss die Politik gaut verruht morgen und mit klauen Konzepten, aber auch die Bevölkerung in ihre Gedanken und ihren Daumen mitzunehmen, muss die dafür sorgen, dass die Akzeptanz größer wird. Und das fehlt mir. Ja, Bernhard, ich glaube, mit das Plädoyer an die Politik habt ihr doch einen guten Abschluss von. Gibt das noch was die wichtig ist, was ihr obhartlich was wie vergeten habt? Ehrlich gesagt, nee, das meiste, was ich jetzt sagen wollte, habe ich genug von da gesagt. Und mit den letzten 2 Sätzen an die Politik adressiert auch, dass wie du den Weg, den wir habt, den wir inschlagen habt, auf jeden Fall wieder morgt und forcieren morgt. Und das wünsche ich mir, dass da einfach in diese Verkehrspolitik mehr inset wird und dass da die Bevölkerung mehr mitgenommen wird.
Und Impulsen, als du gesagt hast, Ja. ne? Das sind Modellen und dass wir alte sagen, das Ganze wirklich als ein Puzzle begreift und nicht immer darüber diskutiert, was nur das die eine Lösung ist oder das die eine Lösung ist, das ist eins zu Zoom ein Teil und eins zu Zoom muss die Lösung waren. Genau. Und ein lässt noch das Ganze braucht Tiet, wenn man Lösungen söch und auch Lösungen und die vielleicht nicht alle Lü von Anfang an gefallen daut, inbaven daut oder umsetzen daut, muss man das Ganze Tiet geben und sich nicht kirremorgen lorden oder verrücktmorgen lorden von Lü, die im lutesten klein können, sondern einfach die Sorgen um die Tür holen und dann kicken, was passiert in die Jahre. Und auch verschiedene Geschwindigkeiten holen. Ja. Ob Stadt, ob Land in verschiedenen Ländern, wo verschiedene Modelle probiert wird. Dass wir uns miteinander Tiet geben dafür. So viel Tiet haben wir ja leider nicht. Das ist dann wieder der Appell an die Politik, dass sie da gau mit Impulsen und Modellen vorankommt. Ja, dank die Bernhard. Liebe Torhörerinnen und Torhörers, wenn Sie noch Anna-Fragen an Bernhard Brunklaus habt oder uns vertrüch melden wird, dann schrieft uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de. Das wäre von uns. Bernhard, ich danke dir. Bitteschön. Und wieder Geider in den nächsten Streamen mit Kloklustert.